Moin, ich bin Sandrine. Wir befinden uns hier am Science-Mobil vom Naturmuseum. Und seit 2 Wochen laufen wir vor mir durch Lützeburg mit unserer neuen Ausstellung Unglaubliche Vielfalt, Einblick in die Evolution. Ich weiß nicht, ein paar Themen, die wir hier am Camion beschwätzen. Es gibt nämlich am ganzen 5, je nach Alterskategorie. Da sind wir echt bei den Lyceen, wo wir da werden ein bisschen gucken, wo wir hier stammen. Die Stadt Eisel, Vielfalt von euch allen Landestieren, echt auch Fisch war. Wie das gegangen ist, dass die Fisch von Demos lösen über ganz lange Zeit sich entwickelt haben zum Landtier. Dann haben wir noch ein Thema für Lycée à Primär über die Einzigartigkeit. Das ist ein Thema, bei dem es nicht mehr um den Mensch geht. Und zwar gucken wir da, wir ähneln uns alle gut, denn wir sehen alle gut nur Mensch aus und nicht nur schlägt. Da wissen wir genau, wen als Mensch, wen als schlägt. Und aber als alle Personen ganz einzigartig. Sie hat das durch Torfarbe, durch Hautfarbe. Und der andere Merkmale, die wir vielleicht nicht gesehen, zum Beispiel den einen ist Laktoseintoleranz, den anderen nicht. Aber wenn so ein paar Merkmale, die durch DNA bestimmt sind, also die wir vererben, gucken, dann merken wir, dass wir alle Guten einzigartig sind. Hier haben wir ein Thema, das auch echt die Großkanner ausschwärzt. Gleiche Tricks oder gleiches Aussehen, aber ganz verschiedene Lebewesen. Da geht es darum, dass auf unserer Erde eine enorme Vielfalt und eben ganz verschiedene Tiere gibt. Und verschiedene von ihnen haben aber dieselben Trick. Zum Beispiel der Kolibri, die kann ja bekanntlicherweise auf der Platz fliegen und das benutzt er für eben sich zu ernähren vom Nektar von den Blumen. Und da gibt es ein Tier, das du wirklich absolut nicht ähnelt, zwar ein Insekt. Den Taubenschwänzchen, die benutzt genau denselben Trick. Und an der Unität wollen wir ein bisschen gucken, wer Trick gibt, wen teilt sich denselben Trick und wer ist das möglich, dass so 2 verschiedene Tiere denselben Trick haben. Nun sind wir beim Grundstein von der Evolution. Die 5 Buchstaben Vista, die stehen am Anfang dafür zu erklären, was die Evolution genau ist. Es geht darum, dass eine Zucht Tieren, 8 Tieren, Variation besteht, sie sind nicht alle zu 100% selbst. Und das ist mal das Wichtigste, für das kann Evolution stattfinden. Dann haben wir Inheritance, den I. Wir gehen Eisen nachfahren, verschiedene Merkmale mit. Selektion, je nachdem, auf welchem Lebensumfeld in uns, haben verschiedene Unterschiede, die wir eben haben, beispielsweise Eltern oder anderen Verwandten, vielleicht 4 Teile. Über lange Zeit kriegt ihn so eine andere Population, weil sie sind als imaginär Tiere noch einmal alle gute lange Patten. Sie sind bestenfalls in ihrem Umfeld angepasst. In dem Sinn müssen sie die kleinen Mustiken erst, die ganz heiß an der Wiss leben. Nummer 1, vielleicht von dem skurrilsten Thema, und zwar gehen es Tiere auf der Welt, die sich viel gleichen. Und da kann man sich vorstellen, gleichen sie sich, weil sie verwandt sind, zum Beispiel Schimpansen und Menschen, oder gleichen sie sich durch Konvergenz, durch ihren Lebensraum haben sie sich ähnlich entwickelt, wie zum Beispiel ein Delfin, den ein Mammentier ist, und ein Hai, den ein Fisch ist. Und da kriegt ihr dann so eine Aufgabe wie zu den 3 Karten, der Rüsselspringer, Nager und Igel, und dann muss ich raten, wie sie nicht verwandt sind. Also in Instinkt gibt es so ein ja, Spitzmaus, ein Rüsselspringer, die sind ganz normal nicht verwandt, weil die gleichen sich viel. Aber nee, wenn ihr nämlich DNA studieren geht, dann merkt ihr, dass der Rüsselspringer viel mehr im Tannreich ist. Der Igel ist genauso wie die Spitzmaus ein Insektenfresser. Und Nager wie Kawischelscher, Kanengerscher, die kommen dann als nächstverwandten und ganz weit weg, kommen auch bei der Rüsselspringer. Wenn ihr noch viel witzig seht, dann zeigt nicht, bestellt das Science-Mobil für eure Schule. Und da wird bestimmt von der Equipe, dort fehlen dann noch 2, ganz viel Interessantes über die Evolution erklären.